Servus Leute, was geht ab? Einen wunderschönen Freitagmorgen. Es ist 10:30 und ich bin jetzt mit meinem Bike unterwegs. Ja, und ich wollte dieses kurze Video mal einfach als Informationsvideo machen. Und zwar, ich habe ja angefangen, ein Video zu schneiden ohne Motovlogs. Das war eigentlich mein Plan. Aber da in den letzten paar Wochen einfach so viel lustige Sachen passiert sind unter Motorradfahren und wenn ich einfach Videoschneide und Motorradmusik unterlege, dann haut das einfach leider nicht hin. Und da habe ich mir gedacht, hey, ich probiere jetzt einfach mal Motovlogs aus und schau mal, wie es ankommt, weil ich habe jetzt mal ein paar Kommentare gelesen, ein paar Leute haben mir geschrieben, hey, könntest du Motovlogs machen, das wäre bestimmt viel lustiger. Und ja, und jetzt probiere ich es einfach mal. Ich werde jetzt dieses Video als Informationsvideo hernehmen, damit ich einfach euch erklären kann, was auf meinem Kanal passiert, was ich machen werde, was ich vorhabe. Und ja, ich hätte eigentlich vor, Motovlogs zu machen, und zwar nicht normale, weil die meisten, die ich kenne, die machen einfach so, ja, haben wir ein bestimmtes Thema, zum Beispiel 125, was ist die beste 125, oder einfach irgendein Thema, wo sie einfach drüber reden. Und ich hätte mir da gedacht, hey, bei mir ist das ein bisschen anders, ich bin ein bisschen anders da drauf. Und ja, was soll ich noch sagen? Ich bin da ein bisschen anders drauf, ich bin ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ich hätte mir eher so gedacht, so ja, ich könnte einfach so das sinnlose Geplaudere oder lustige Geplaudere, wie man am besten sagt, einfach aufnehmen, einfach ein bisschen für Unterhaltung sorgen, weil ab und zu denke ich mir einfach so unter Motorradfahren von meinen Freunden, Leute, wenn das jemand hören würde, die würden uns einsperren. Also wirklich, es ist bei jeder Fahrt so, und die letzten 2 Wochen ist ja wirklich eskaliert. Da ist ja wirklich schlimm geworden mit dem Gesprächsthema und einfach mit den Aktionen auf der Straße. Also sprich jetzt nicht unbedingt Wheelies oder irgendwas Illegales, sondern einfach allgemein. Das müsst ihr einfach sehen, das ist schwer zu beschreiben. Und ja, das ist jetzt erst mein erster Versuch, wo ich mein Sena und GoPro Setup probiere. Also ich weiß nicht, ob das funktioniert, ob ihr mich hört, ob es überhaupt aufnimmt. Ich weiß es nicht. Ich habe es gestern zu Hause ausprobiert, da ist es gegangen, es hat funktioniert, und dann habe ich mir gedacht, hey, probiere ich es einfach mal aus und schauen wir mal, wie ist die Audioqualität, wie versteht ihr mich, wie ist es unterm Fahren. Das muss ich jetzt alles erstmal ausprobieren. Und ja, weil falls jetzt die Audio oder der Sound nicht so gut ist, ja, da muss ich dann schauen. Aber wie gesagt, das ist jetzt mein erster Versuch. Und hier noch kurz meine Maschine. Ich fahre eine KTM 96 SMCR, Baujahr 2016. Und ja, das ist wirklich die schönste Baureihe. Also das war schon immer mein Lieblingsbike. Und ich finde einfach, die neuen sind einfach nicht mehr so schön. Einfach alleine wegen dem Tacho oder wegen den orangen Felgen oder einfach wegen dem Orange, sondern einfach nur noch schwarz und eintönig. Und vor allem die Preise sind brutal. Brutal, was einfach so ein neues 690er kostet, und für das, dass ihr einfach nur so einen kleinen Tacho habt und einfach schwarze Felgen, und du müsstest eigentlich noch so viel Geld einstecken und so viel umbauen. Nee, da habe ich mir gedacht, fahre ich lieber ein bisschen weiter. Ich bin 3,5 Stunden einfach gefahren, um eine gute 690 zu bekommen. Ja, ich bin echt gespannt, wie sich das Mikrofon bzw. der Sound unterm Fahren anhört. Ich weiß es nicht, das muss ich zuerst erst ausprobieren. Und ja, also wenn das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, und ihr mich gut hört und der Sound perfekt passen würde, dann werden in nächster Zeit viel mehr Motovlogs kommen, weil wir jedes Wochenende unterwegs sind. Wir fahren irgendwo hin oder schauen uns irgendwelche Sachen an, und wir sind immer mindestens zu zweit oder maximal zu viert. Es ist wirklich die größte Gaude. Und ja, also ich hoffe zumindest, ihr versteht mich einigermaßen. Ich reiße mich zusammen, dass ich so deutlich wie es geht einfach rede. Wenn ich das heißt, ja, wir verstehen dich nicht oder sonst was. Aber naja, es ist halt so. Ich komme halt aus Bayern, da ist halt der Akzent ein bisschen anders, nur ein bisschen. Ich melde mich die Tage wieder. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.